Habe der Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke gern Computerspiele und heute rede ich das dritte Mal sauber zu lang über The Black Mirror. Nachdem Samuel Gordon nach 12 Jahren wieder heimgekommen ist, weil sich sein Opa William mit der Schwerkraft angelegt und verloren hat, beschließt er, die Ungereimtheiten um Williams Tod nachzugehen. So findet er ein altes Bierchen, in dem was vom Familienfluch der Gordon steht, und beschließt 5 Schlüssel zum Suchen, die im Mittelalter scheinbar benutzt worden sind, um ein Portal zu einer Dimension des Bösen zu verschließen. Warum er das für eine gute Idee hält, kann ich euch nicht sagen, aber das ist jetzt halt unser Ziel. Einen Schlüssel haben wir schon unter einer Kirche gefunden, und weil er als Sohn reicher Eltern einfach 0 zum Tor hat, beschließt der Sam zur Verwandtschaft in Wales zu gurken, wo angeblich der zweite Schlüssel zum Finden ist. Falls nicht gespoilert werden möchtet und das Spiel lieber selber spielen wollt, warum auch immer, könnt ihr natürlich aus dem Spoilerzug aussteigen und einen Lüfter von eurem PC reinigen, einen Topflappen häkeln oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Der Rest darf mit mir nach Wales weiterfahren, aber zuerst einmal verbringen wir noch die Nacht mit dem Sam. In Kapitel 3 stellen wir erst einmal fest, dass der Samuel vermutlich vom Schlafvergehensfall auf Instagram gedoomscrollt hat, anders kann man sich den Krampf nicht erklären, den der Kerl zusammenträumt. Diesmal träumt er von dem Wald, aus dem wir gestern gerade so entkommen sind, und irgendeinem billigen Ikea-Altar, auf dem Maps angefieselt liegt. I awoke, drenched in sweat today. My past memories are haunting me, even in my dreams. Ja, Sam, so funktionieren Träume üblicherweise. I set off for our family's manor in Wales, so that I could finish what William couldn't. According to William's diary, the next key must be somewhere at the manor. I have to obtain it. Nachdem er sich am dritten Tag hintereinander die exakt gleichen Klamotten angezogen hat, reist der Sam nach Wales und wir sind sofort wieder im normalen Spielgefühl drin. The grate is locked. Okay, erstes Rätsel. Wir müssen da rein und das Logischste ist, dass wir erstmal ganz normal klingeln. I'll wait for a while. Sagt's Bescheid, falls es echt schnell geht, gell? Maybe the ringing was too short for anyone to hear me. Hello? Is anyone there? No one heard me. Meinst du, das liegt vielleicht an deinen minus 20 Dezibel, du Depp? Na, es liegt daran, dass man anscheinend erst dann mit rechts auf die Klingel drücken kann, nachdem man es mit links schon probiert hat. Nur um dann festzustellen. It seems that the wires inside barely connect. Alles klar, denke ich mir, und zück mein verlässliches Messer zum Überbrücken der Leitung, bei dem allerdings anscheinend die Klinge zu dick ist. Maybe if the blade were thinner. Erst einmal ist dann wieder ewig nichts weitergegangen, aber dann ist mir an der Statue da was aufgefallen. The left leg of the statue is broken off. Warum kommt mir die so bekannt vor? Thank you! There's a nail stuck in the column. It wasn't at all hard to pull out. That's what she said! Mit dem Nagel können wir jetzt problemlos die Drähte überbrücken und schon funktioniert die Klingel. That seems to have helped. Someone's coming. What do you want, sir? Madam Eleanor is not expecting anyone today. I am Samuel Gordon from Black Mirror. I am here to visit Eleanor. Take me to her, please. Pardon me, you said you were a Gordon? Yes, Samuel Gordon, the son of Randall Gordon. I'd like to trust you, but I can't. Dieser menschgewordene Roomba da lasst uns nicht rein ohne einen Beweis unserer Identität, weil es vor kurzem fast ausgeraubt worden warten. Achso, und deswegen hast du die Tür erst einmal sperrangelweit aufgerissen, statt dass du dahinter stehen bleibst und durchfragst, hä? Ein feiner Türsteher bist du. Maybe if you could prove your identity somehow, sir. Ich wollte ihm eigentlich nur meinen Ausweis zeigen, von dem ich davon ausgehe, dass er in einem Geldbeutel steckt, aber damit habe ich wohl aus Versehen auf den Bestecherknopf gedruckt. I have served Madam for over 12 years and I am completely loyal to her. All right, no problem. Das Sterbebeutel von William hingegen bringt uns dann endlich rein und wir können mit der Herrin des Hauses reden. Follow me, I'll see you inside. Ich nenn's mal Mrs. Doubtfire, aus Gründen. Pardon me, madam. Yes, Louis? This is Samuel Gordon. He has come from Castle Black Mirror. Oh, yes. I know who he is, Louis. That's all right. I hope you welcomed our guest warmly, Louis. Kennt ihr den Grand Ring in Osaka?
Der war mit über 60.000 Quadratmeter die größte hölzerne Struktur auf der ganzen Welt. War deswegen, weil es nur für die Expo 2025 in Osaka gebaut worden ist und jetzt zum allergrößten Teil als Brennholz benutzt werden soll. Jedenfalls, das was die Synchronsprecher in The Black Mirror so abliefern, ist größtenteils noch hölzerner. Aber die Eleanor hier, die gleicht es mühelos aus, und zwar indem es gefühlt jedes Wort betont. We need to be extra careful these days. We were almost robbed last week. So why are you delighting me with your visit? I have not seen anyone from the family in years, and time passes so slowly here. Ich muss an der Stelle mal kurz was klarstellen. Schlechte Synchronsprecherei heißt nicht, dass es nicht unterhaltsam ist. Sowas ist für mich in der so schlecht, dass es schon wieder gut ist Kategorie. In einem Spiel wie Black Mirror tut's nur leider der Atmosphäre so gut wie ein Marder am Auto. Wenn man das Gespräch jetzt trotzdem durchhält, dann findet man raus, dass Eleanor grantig auf den Mo ist, weil der in seinem Chemielabor umeinander geschaftelt, statt sie mit ihrer zu beschäftigen. I would also like a word with Richard. Can you tell me where I can find him? Richard, my husband. I do not know. We barely see one another. It's that damned chemistry lab of his and all those nonsensical experiments. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich meine, ein Chemiker kann dann herausfinden, warum ihr Zur zum Herrn so ätzend ist. Außerdem dürfen wir uns auf dem ganzen Gelände umschauen, was für uns Ahnenforschung bedeutet. Im Sinne von, wir erforschen, wo sein Grab ist und rahmen es aus. William knew that Durgam's key must be somewhere at the manor. I've got to get into that tomb somehow. Ah ja, und ihre Ein-Mann-Belegschaft, da soll man anschaffen, dass er Klingel repariert. I'm glad I at least have Louis to help me. Without him, the garden would have become desolate a long time ago. Would you please tell Louis to fix that silly doorbell? Either you clean it by tomorrow, or you can start looking for a new job. I want to see it secured today, or you can start looking for a new job. Certainly. May we talk? What do you want? Do you know that the bell on the main gate is not working? Yes, I'll know, but I only have one pair of hands. Ich bin mir absolut sicher, dass der Sam innerlich gerade kocht vor Wut, weil er dem Kerl nicht mit Kündigung drohen kann. Well, you really should go fix it right away. It is Eleanor's wish. Okay, I will get this done and then I'll fix it. Ein paar Meter weiter macht man ohne jeden Grund die Befestigung von dem Gartenschlauch kaputt und kriegen dadurch einen Draht. The hose is fixed to the faucet with a strong wire. I'll get it off. Ein Wasserhahn auftragen können wir aber noch nicht, weil wir haben ja nichts zum Waschen. I don't need to wash anything yet. Achso, aber den Draht brauchst du zum Nasenbohren oder was? Ich hab's ja im letzten Video schon gesagt, aber das mit den realistisch begründbaren und im Rahmen der weit nachvollziehbaren Handlungsmöglichkeiten, das wird hier ungefähr so konsequent durchgezogen wie die meisten Neujahrsvorsätze. According to what Eleanor said, Richard should be somewhere inside this old house. Selbstverständlich ist uns wieder mal ein Tier im Weg und selbstverständlich ist die, jetzt bitte alle miteinander, Zurgspat. Ja, Hirs, kannst du die Arme normal aufführen? Genau, der Hirs muss wieder anders sein. Kruzifix, Hirs, ich mach mal gleich eine halbe an deine Zähne auf. Wenn wir jetzt aber genauer hinschauen, was wie immer eine göttliche Animation mit sich bringt, dann steckt der Schlüssel innen. Jeder von euch weiß, was jetzt kommen muss, aber bitte nehmt euch erst einmal einen Moment, um Sams übertrieben flexible Knochenstruktur zu bewundern. Ich hätte wahnsinnig gerne eine Erklärung für die Dimensionsverschiebung von der Mauer oder was das ist. Wie kommt denn sowas zustande? The house seems abandoned. Drin liegt der Katze auf dem Kamin, die natürlich rücksichtslos gestreichelt wird und uns als Dank dafür nicht komplett das Gesicht zerkreit, sondern sie hinlegt. Danach läuft's weg und wir kriegen einen ziemlich deutlichen Hinweis auf ein Rätsel, beziehungsweise auf das, was wir als nächstes tun müssen. Where is it? I can't see anything there. The cabinet is too dark. Aber erst einmal glauben wir das drum auf, mit dem Mitz gespielt hat. Und zwar ein Schlüssel für hexagonale Schrauben. Ab jetzt haben wir also die Fähigkeit, Ikea-Möbeln zusammenzubauen. Wir schauen uns also nur ein bisschen um und finden eine kleine Tür. It is closed by a hexagonal latch. Zugehalten von einer hexagonalen Schraube. Ja, scheiße. Da steht, das ist zum Festziehen von hexagonalen Schrauben. Wir wollen es aber lockern. Muss ich mal weitersuchen.
Drin findet man ein Zippo, eine Kerzen und, was mich besonders gefreut, ein wirklich gutes Rätsel. Die zwei Trimmer da haben wir direkt nebeneinander gefunden, was schon mal auf einen gewissen Zusammenhang hindeutet. Wenn wir die beiden Gegenstände im Inventar anschauen, wird bei der Kerzen betont, dass es einen stabilen Docht hat und beim Feuerzeug, dass es keinen Docht hat. An old candle with a firm wick. It's missing a wick. Other than that, it might work. Es ist jetzt, behaupte mal, kein großer Gedankensprung erforderlich, um mit unserem Messer einen Kerzendocht abzuschneiden und den dann ins Zippo zum Stecker, was daraufhin benutzbar ist. Und das ist für mich ein perfekt designtes Einsteigerrätsel, weil überdeutlich kommuniziert wird, was zum Tor ist, alles Benötigte nah beieinander zum Finden oder schon vorhanden ist und weil es gerade in einem Spiel, das bei seinen Rätseln zumindest zeitweise auf Realismus setzt, konsequenterweise ohne die genreübliche Irrenlogik auskommt. Dadurch garantiert es beinahe schon ein schnelles, aber nicht unverdientes Erfolgserlebnis. Und wenn es damit nicht bis knapp zur Mitte vom Spiel gewartet hätten, da die direkt klatschen. Jetzt haben wir also ein Licht, um in dem Schrank hier eine Geheimtür zu entdecken. There is a latch. The back of the cabinet can be pushed off. Where could it lead? Und damit landen wir im Labor von Bob, dem Braumeister. Keine Ahnung. Damn! Who the blazes are you? Wo wir gleich wieder einen wundervollen Dialog genießen dürfen. How did you get in? Behind an old cabinet, I discovered a passage to a small staircase leading downward. I descended into the darkness and felt a doorknob on the landing. And when I opened the door... Why did you sneak in so quietly, like a thief? Moment, das muss kurz sein. Like a thief, like a thief, like a thief, thief, thief. I was about to say something, but you instantly spotted me. The sample in that flask was the last I had of that substance. I urgently need that substance for an experiment I'm planning to carry out this evening. How can I help you then? The flask contained an EX52 oxidant. So where am I supposed to get a hold of this oxidant? You could try Leechtail, but you would have to be back by dusk. There's a drugstore in the square. That's where you want to go. Da der Kerl wegen uns sein Gummibärensaft erschmissen hat, darf mir einen Neuer aus dem Dorf bringen, also ab zum nächsten Schlecker. Und damit wir ihm nicht die falsche Geschmacksrichtung mitbringen, sagt er uns nur genau, worauf wir achten müssen. Make sure of the color, a vigorously saturated blue. You can't possibly confuse it with anything else. Sicherheitshalber nehmen wir uns nur Flaschen mit, also falls das Zeug nur aus dem Zapfhahn ausschingen oder so. Auf dem Weg nach draußen ist mir noch nur der kleine Tisch da aufgefallen, in dem wir einen Füller finden. Den nehmen wir selbstverständlich mit, falls wir selber mal irgendwann ein Tagebücher führen und uns in Schönschrift üben wollen. Weißt du ja. So, das ist jetzt alles schön und gut bisher, aber eigentlich wollen wir ja nur die Leichen vom Durkheim ausrammen. Glücklicherweise gibt es hier ums Eck eine Familienkrypta, This must be it. Durgam Gordon's tomb. die mich daran erinnert, wie bums langweilig unsere moderne Architekturwohn ist. Ich mein, da hinten geht's scheinbar in ein Dark Souls Level. Die Teile haben nur so vollgestopft mit genialer Ästhetik und wir als Gesellschaft akzeptieren wir, dass die Landschaft mit einer anthrazitfarbenen Schuhschachtel nach der anderen zugepflastert wird. Können wir bitte zur Spätgotik zurückgehen? Egal, hier spazieren wir jedenfalls erstmal problemlos ins Grab vom Durkheim rein und na, keine Angst, der Eingang ist so zu wie ein Auspuff mit Bauschaum drin. Schauen wir doch einmal, ob uns der Louis weiterhelfen kann, der ist ja schließlich so eine Art Schweizer Taschenmesser fürs gesamte Anwesen. I'd like to have a look in the family tomb in the back garden. Madam has explicitly forbidden it. I can't let anyone in. Lend me your key, and I'll bring it back in a minute. No one will find out. It will stay just between us. Madam would certainly fire me if I broke her explicit order. I can't do anything. Oh well, at least I know who has the key. Der Louis hat also nicht bloß einen appetitlichen Werkzeugkasten. Der Louis hat also nicht bloß einen appetitlichen Werkzeugkasten voller saftiger Schraubzieher und so, sondern auch einen Schlüssel fürs Grab, in das er uns auf gar keinen Fall reinlassen soll. Schaut's, mein durch Point-and-Click-Spiele geprägtes Hirn formuliert jetzt schon mehrere Pläne, wie wir den Typen ablenken könnten. Zum Beispiel kann man den Wasserhahn aufdrehen und somit alles fluten oder mit den alten Papier da ein Feuer legen, das er löschen muss. Man kann das Klavier so sabotieren, dass der alten Tent bricht beim Spulen oder der Katze ein Abführmittel verpassen, damit es das komplette Anwesen niederscheißt. Ja, Point-and-Click-Adventures haben mich zur absoluten Zerstörung erzogen und jede Empathie ausgemerzt. Gebt's mir Aufgabe und ich bin ein Dampfwalzen ohne Bremsen. Und diese Dampfwalzen rollt jetzt erst einmal zur Madame und bettelt um Einlass. In die Gruft, nicht in die Madame. Also bitte. Wobei es vermutlich ähnlich staubig war.
Und weil ich es übrigens selber andauernd durcheinander schmeiß und den Unterschied einmal wissen wolltet, Gruft kommt vom griechischen Krypta und bezeichnet genau wie die Krypta einen unterirdischen Raum, in dem Särge oder Urnen aufkommen werden. Ein Mausoleum wiederum ist ein Grabmal in Form von einem Gebäude, das zur Andacht oder sogar als Kapelle dienen kann. Und ein Grab ist schlichtweg ein Loch in der Erde, wo ein Sarg reinkommt. Der Prozess vom Grab ausheben wird allerdings auch als Gruften bezeichnet. Ich habe ehrlich gesagt immer gemeint, das hier war Gruften, aber anscheinend habe ich das jahrelang verkehrt gemacht. Naja. Wir betreiben ein bisschen einen Smalltalk und die Eleanor bittet uns, ihren Gartengnom da wieder von einem Eck ins andere zum Schicken, was wir natürlich gern machen. Can you please ask him to leave that for later and mow the lawn? Of course. I'll tell him. Quid pro quo gibt's hier allerdings nicht. Sie ist nämlich der Meinung, dass man die Daten ruhen lassen soll und deswegen darf keiner in die Gruft. I'm sorry, Samuel. I really don't want anyone stepping inside. The dead deserve a dignified rest. Wir werden die Eleanor also nicht weiter damit nerven und stattdessen rücksichtsvollerweise einfach in das Grab einbrechen. Da wir null Ahnung haben, wie wir das anstellen sollen, kümmern wir uns stattdessen erst einmal um diese blöde Chemieschorle da. Das mit dem Einkauf im Dorf wird übrigens schon mal nix, weil wir das Gelände nicht verlassen können. Und das heißt wiederum, dass wir ein bisschen kreativ werden müssen. Was allerdings kein Problem werden soll, denn neben Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch und verschwindend geringem Interesse am Wohlergehen aller anderen Menschen ist ein Grundpfeiler in dieser Art von Spur als Liegen und Scheißen. Das heißt, mir braucht man eigentlich gar kein Bronziumoxid 69 besorgen, sondern kann man dem Möchtegern Einstein einfach etwas zusammenbanschen, das ausschaut wie das drum, das er will. Und wie das ausschauen soll, hat er uns ja sogar schon gesagt. Make sure of the color, a vigorously saturated blue. Wer jetzt so gut aufpasst hat, der weiß auch, was wir Blaues im Inventar haben. The cartridge is full of blue ink. Es ist relativ subtil, aber ganz ehrlich, schwierigere Rätsel dürfen gern so sein, solange es irgendwie nur logisch und Sinn ergeben. Und dementsprechend füllen wir jetzt erstmal ein Mai voll Wasser aus dem Hahn in die Flaschen und laden dann nur den Füllerinhalt rein, damit es schön blau wird. I spilled all the ink from the pen into the glass. Und damit haben wir jetzt eine tiefblaue Flüssigkeit in einem ansprechenden Apothekerflascherl. Was möchtest du mehr? Was man mehr hat, ist unter anderem die Glasschermaufklappe, auf der das Etikett von dem Chemiesaft klebt. The label reads Oxidant EX52. Und das Etikett müssen wir jetzt halt nur noch von der Scherm lösen und da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen retraumatisiert wegen dem Scheiß, den ich in der verlassenen Mine hab mitmachen müssen. Holz, Papier, Teekessel, Ofen. Das sind 4 Sachen, die quasi danach schreien kombiniert zum werden, um Wasser zum Kochen zu bringen. Aber na! They are no use to me. Some old paper. I don't want to make tea. It's empty. Just ashes. Weil man nämlich erst jetzt hat, wo wir das Etikett von der Glasscherm lösen müssen, überhaupt erst die Möglichkeit haben, das ganze Graffi aufzuglauben und zu benutzen. Wie gesagt, den Grundgedanken finde ich nicht schlecht, auch wenn es voll Hin- und Herlauferei bedeutet und man Rätsel einfach besser lösen kann, wenn man durch Gegenstände, die man bereits im Inventar hat, in mehrere Richtungen überlegen kann. Tatsächlich finde ich das Rätsel an sich super, aber ein Hinweis darauf, was erwartet wird, war halt nicht schlecht gewesen. Ich meine, nicht jeder von uns hat bei der Stasi gearbeitet und weiß, dass man mittels Wasserdampf einen Brief öffnen kann, um zu spionieren. Dass man das Etikett jetzt mittels Dampf lösen muss, wäre gerade die jüngeren Spieler garantiert nicht eingefallen sein. Nachdem wir dann alles kombiniert haben, warten wir drauf, dass das Wasser kocht. The water will start boiling in a minute. Und stehen wir dann am St. Nimmerleinstag alle noch da. Man muss nämlich raus und wieder reingehen. Anscheinend konnte ja nicht, wenn wer zuschaut. Good. I managed to get the label off the shard. Wunderbar. Jetzt hat nur das Mackerl auf die Flaschen und schon ist unser Etikettenschwindel komplett. Oder auch nicht. Erst wenn das Spiel wenigstens ein gescheites Feedback geben darf, dann war es ja nicht ganz so tragisch. Es braucht halt nur so einen Satz wie Scheiße, das bleibt nicht kleben und schon wisst ihr ungefähr, was zum Tor ist. Bloß wenn du das nicht hast, dann knallst du halt einfach Ort rum ans nächste und hoffst, dass irgendwann einmal irgendwas funktioniert. Ob man jetzt selber checkt, dass man einen Kleber braucht oder einfach nur schaut, wo man irgendwie weitermachen kann, man landet über kurz oder lang wieder beim Louis. Erinnert euch daran, dass wir vorher schon mal dafür gesagt haben, dass ihm ja nicht Arbeit ausgeht? Eleanor asked that I tell you to mow the lawn. I have no time for that at the moment. Okay. I told Louis he should trim the lawn, but he insisted on fixing the doorbell first. Tell him that I wish him to mow the lawn right away, especially around the house. I don't want to be disturbed by that horrible sound in the evening. Das Unkraut hier kehrt auf der Steg gemacht, damit sie auf Nacht ja in Ruhe ihren Tatort schauen kann oder sowas. Oh well, I'll do it by this evening. You must be finished before it gets dark. Madam does not want to be disturbed during the evening. Right.
Und damit kriegen wir diesen Facility Manager von seinem Werkzeugkasten weg und rat's einmal, was in dem wohnt. A firm wire. A strong glue. I'll take it. Und damit können wir endlich unsere Thermochemikalie fertig bauen, zum Richard bringen und noch zum Thema William und den Schlüssel ausquetschen. Excellent. I'm surprised you're back so soon. You must have hurried. Well, yes. When did you last see William? Oh, that must have been many years ago. I would have to try to remember. Some 8 years back, I would say. Why are you asking? Okay, ausquetschen war definitiv nicht das richtige Wort, da hätte man mehr Saft aus einem Toastbrot gekriegt. Er hat einen William das letzte Mal vor 8 Jahren gesehen und sein Besuch vor 2 Jahren hat er nicht einmal mitgekriegt, weil er seine Nasen bis zum Anschlag in seinem Chemiebaukasten versenkt hat. Und zum Schlüssel kann er uns sagen, dass der aus Silber gemacht ist. Alles klar, du Held der Arbeit, danke. So, effektiv stehen wir jetzt halt in der Sackgassen. Das ganze Gerätsel hat uns nichts gebracht. Wir haben keine neuen Gegenstände, keine Antworten, nada. Das einzige, was ich machen hab können, war nochmal alles ab zum Laufen und alles an zum Schauen. Unter anderem das Gitter, bei dem ich vorher festgestellt habe, dass es zugesperrt ist und bei dem ich jetzt halt feststellen kann, dass es zugesperrt ist. Aber als ich dann nicht nochmal mit dem Kasperl red, kann ich auf einmal auf die verschlossene Gruft ansprechen. Hey, ich krieg da so einen Hals! Und was haben wir davon? Die Info, dass er sich um so einen Schmarrn nicht kümmert und dass der Louis den passenden Schlüssel hat. Or try Louis. He has the key to every lock around here. Das haben wir vorher schon gewusst, fix. Du absolute Zeitverschwendung. Ich hoffe, beim nächsten Mal Händewaschen kriegst du nasse Ärmel. Da die Herrin des Hauses nirgends in Gruft lassen will und der Louis hier der Schlüsselmeister ist, Bist du der Schlüsselmeister? nehmen wir ihm ins Visier für den nächsten Schabernack. Jetzt schaut mal, was da umeinander hängt wie ein italienischer Schinken in einem schönen Schaufenster. Also, dem Typen müssen wir ganz klar in die Wäsche. Das geht allerdings nur, wenn er abgelenkt ist und da wir leider kein Feuer lenken können, machen wir das nächstspaßigste. One eternity later. A bundle of keys. Great. Wir greifen uns also seinen Schlüssel und überlegen, wie wir das nächste Grab plündern können. Was meinst du, sollen wir uns vorher irgendwie noch geile Peitschen holen oder einen feschen Hut oder so einen schönen Satz Pyramidenimplantate? In der Gruft selber brauchen wir natürlich keine von den Sachen, dafür Hirn und Geduld. So viel Geduld. This is where I should be looking. I can feel it. The key can't be too far. Zum Sehen gibt's hier drinnen der Storschloss, weil wir noch nicht nur Schlüssel gesucht haben, schätze ich mal, und 3 Statuen, die uns so Designer-Müsli-Schüsseln hinhalten mit Inschriften drüber. Viene. Doesn't sound familiar. Odire? Malite. Maybe it's a name. Ich habe ja gerade noch gesagt, dass man hier drinnen ein Hirn braucht und theoretisch stimmt das auch, aber praktisch ist weder unser eigenes noch das vom Samuel. Viene, Odire, Malite. Do you know what they mean? Wenn wir ihm nämlich noch die Worte aus den Inschriften fragen und ein paar Mal hin und her laufen, damit Zeit vergeht, sagt er uns, was er rausgefunden hat. Have you managed to discover the meaning? Yes. Lass mich ausreden! Der erste ist der Gott der Mühe. Übrigens, kennt sie das althochdeutsche Wort für Mühe, das außerdem Leiden oder Beschwernis bedeutet und wahrscheinlich mit dem Ursprungswort für Sklaverei verwandt ist? Das zweite ist jedenfalls der Gott der Ernte und das dritte ist der Gott des Wassers. The third one was quite simple. It is the old name of the god of the waters of the earth. Ohne weitere Erklärung seinerseits oder Nachdenker unsererseits ist Samuels erster Impuls nach dem Gespräch: I need some blood. What? an Richard nach Blut zum Fragen. Ich mein, ja, es ist recht naheliegend, dass das irgendwas mit den Schalen dort zum tun haben muss. Hauptsächlich, weil wir keine anderen Optionen haben und dass wir da am besten nur Wasser und irgendwas Erntemäßiges finden müssen. Aber hier hätte er das um Längen besser gefunden, wenn wir nach dem Gespräch mit dem Richard einfach Geschichten zu den Göttern lesen hätten müssen und darin dann Hinweise auf diese 3 Materialien gefunden hätten. Dann hätte man nämlich auch im Spiel einen guten Grund gehabt, um nach Blut zu fragen. Weil so ist der Grund einfach nur, damit das Spiel weitergeht, braucht der Spieler das Material und deswegen kann er jetzt danach fragen. Komm schon, Future Games! Should you need some more, or maybe human? Well, I just ran out of it. Das benötigte Wasser transportieren wir jedenfalls in unserem Teekessel und für die Erden nehmen wir einfach ein Handvoll Dreck mit.
I can hear something. Es gibt nix Langweiliges und Frustrierendes für mich als so ein Rätsel. Aber da man hier keine Minispiele überspringen kann, komme ich nicht drum rum. Und das goldene Stück Scheiße, um einmal Wieso zu zitieren, geht hier übrigens an die Tatsache, dass sogar eine Komplettlösung nutzlos ist, weil die Ausgangsposition von den Zeichen jedes Mal anders ist. Da haben's doch echt einer Hirn im Geschirrspüler gelassen, oder? Und nicht nur das, man muss auch noch wissen, in welcher Reihenfolge die Sternzeichen in ihrem Scheißkreis stehen. Ich bin doch keine Level 9 Esoteriker-Hausfrau, die jeden Tag ihr Horoskop in der Fernsehzeitung abschlägt. Ja, man hat 2003 auch schon googeln können, ich weiß schon, aber das ist schon mehr als normales Allgemeinwissen. Ach so, und in der Sackgassenschirm kann man sie auch noch. Dieses Rätsel ist so dermaßen durchdacht beschissen, dass der Autor von der UHS-Hilfestellung sogar seine Mailadresse angegeben hat, damit man ihm schreiben kann, um einen Spielstand von nach dem Rätsel zu kriegen. Puh, meine Herrschaften. Fast 10 Minuten später kriege ich einen Schlüssel und dann einen Anschiss. What are you doing there? How did you get in? Give me those keys, for God's sake. Well, you're lucky. I would get in bigger trouble than you for letting you in there. Wir werden zwar rausgeschmissen, aber man kennt's ja. Wenn Mama na sagt, dann lauft man zum Papa. Do you remember our talk about the tomb? Yes, I do. Did you manage to get inside? Yes and no, but I still want to examine it thoroughly. No, that's quite impossible. Eleanor takes the key from Louis in the evening and keeps it in her bedroom for the night. What do you suggest then? First, you will come down here when it's dark. Second, you must not tell anyone. I will do anything if you get me inside. Wenn wir ihm bei einem mitternächtlichen Experiment assistieren, hilft er uns in die Krypta zum Kämmer. Ein kurz Neppi später ist Nacht und wir schleichen uns zum Richard. Richard has locked himself in. Did he forget about our agreement? Hervorragend, er hat sie eingespart, also spielen wir heute Romeo und Julia. Dazu dürft man erst einmal ein Handvoll Storner finden, was schon lustig genug ist, und dann gefühlte 7 Kilo Rollsplit gegen das Fenster schmeißen. I'll try to hit the window. Wobei schmeißen definitiv das falsche Wort ist, wir haben anscheinend die Kraft von einem neugeborener Taschentier hier. Missed. Nach dem 100. Storndl gespannt der Richard dann endlich, dass wir da sind und macht uns auf. So is everything clear? Yes, I believe it is. Sein Laborversuch funktioniert ungefähr so lang, bis unser selber bastelter Supersaft zum Einsatz kommt. How could this happen? Well, maybe. You needn't apologize. It's not your fault. I must have made a mistake with the ratio somewhere. Yes, everyone makes mistakes. Als Belohnung gibt er uns eine Flasche voller Säure und damit macht uns die Gruft hier weniger zum Schaffen als unser Gewissen. Drin steckt man dann unseren Storschlüssel in ein Storschloss, woraufhin der Storsag eine Stortreppen freigibt. Mann, der Rock war echt stolz auf das Spiel. A secret passage. I can't go any further. Und das war's dann auch schon wieder. Ich sag's euch, das Spiel fließt dahin wie der Verkehr auf dem Mittleren Ring an einem Arbeitstag. Ernsthaft, das Spiel ist wie Edging mit rostigen Kettenhandschuhen. That symbol on the lock, though. I've seen it before. Ach, dieses seltsame Symbol nennt man Kreuz, du Bildungsallergiker. Noch nochmal am Gang zu diesem Doc Brown für Arme sagt er uns, dass der Schlüssel für die Tür im Schmuckkastel von der Eleanor liegt. Where exactly is that box? She tends to keep it nearby. It's probably somewhere in the main hall. Was an und für sich kein Problem war, aber dieses Schmuckkastel ist gesichert. Und rat's mir mit was. Es ist zum Glück relativ übersichtlich und folgt den normalen Schachregeln, wonach sie Pferdl nur in L-Form bewegen dürfen. Anhand von den Pfeilen kann man auch sehen, wo die weißen und wo die schwarzen Pferdl hinkehren und eigentlich kann man das Rätsel relativ schnell rumbringen. Das Problem ist nur, wenn man es verkackt, kann man es nicht zurücksetzen und muss einen alten Speicherstand laden. Und gnade dir Gott, wenn der 2 zurückliegt. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt halt endlich in das verschissene Grab rein. Auf dem Podest da in der Mitte vom Raum steht Epsi von wegen, man soll jemand anderes Kopf nutzen, weil sonst der eigene fällig ist. Use a stranger's head, or your own will shed.
Aber einer Unterhaltung zuliebe ignorieren wir das einmal und machen wir einfach den Sarg auf. I'll try to push the lid off. Indiana Jones Style, das gefällt mir. Ich glaube, es ist Zeit, einen Louis aufzuwecken, damit er sich mal nützlich machen kann. Ist natürlich nur ein Scherz. Ich meine, es geht nicht, ich hab's versucht. Zu unserem Glück hängt da oben ein Riesenhaufen Riesenschädel umeinander. Alle im Plural und einer im Singular. Den wollen wir natürlich haben. This one has a crack on it. It looks a bit different than the other ones. Und dafür nutzt man mal wieder Sams unglaublichen Wurfarm. Das ist so witzig zum Anschauen, ernsthaft. Erst der lahmarschigste Star der Welt, wie er gemütlich umeinander segelt und dann ballert der Bälle da runter, als hätte man hier die Schwerkraft vom Jupiter. It can't have fallen any worse. I probably ran out of luck in the mines yesterday. Ja, damit wir ja nicht anfangen, auf einmal Spaß zu haben. Von all die Sachen, die man jetzt halt realistischerweise nutzen kann, um an diesen Schlüssel zu kommen. Was wird's wohl sein? Was meint's? Schmelzen wir vielleicht gleich nochmal Metall mit der Säure, die wir gerade gekriegt haben? Rollen wir das Papier zusammen, um den Schlüssel rauszuziehen? Oder gelangen wir einfach durch, was aufgrund der hier sichtbaren Dimensionen mühelos machbar sein müsste? Na. Stattdessen müssten wir daran denken, dass in dem Heisel da ein Schüreisen umeinander gestanden ist, das wir ewig oft anschauen, aber nicht einpacken hat können. Was in diesem Spiel bedeutet, dass irgendwann einmal nützlich werden kann und man sich das besser merkt. Maybe I'll reach it now. Jetzt können wir jedenfalls den Schädelsäger da deaktivieren, einen Sarg gefahrlos öffnen und unseren zweiten Schlüssel schnappen. That sound. What was that? Durgam Gordon. Dann nehmen wir uns nur ein paar Sekunden, um all das Chaos, die Zerstörung und den Dreck zu reflektieren, den wir hier verursacht haben und hinterlassen werden. Und dann zucken wir mental mit den Schultern und fahren wieder heim. Samuel, you have returned sooner than I expected. I can hear uncertainty in your voice. Has something gone wrong? First, about Sir Robert. He went away the night you left for Wales, sir. Sir Robert did not return home that night. We do not know what could have happened. Bates, do not speak like this. We'll wait until this evening and then call the sanatorium. Maybe Robert will have returned by then. Bates, you started to say, first, about Sir Robert. Someone from the village found a body of a boy in the woods. Detective Collier suggested that the boy had been killed by the wolves. Der Richard ist also in seiner Anstalt verschollen und im Wald haben sie einen toten Burm gefunden, den anscheinend Dwayne angenagt haben. Ich frage mich, ob noch ein Dwayne Auszungen auf den Storalltag gelegt haben. Das sollen ja recht intelligente Viecher sein. Jetzt mal ernsthaft, an dem Punkt fragen wir uns natürlich, warum der Sam vor die Todesfälle in seiner Umgebung träumt. Der Sam fragt sich das scheinbar nicht. Der schaut lieber, dass sein Schnurrbärtchen nicht breiter als 2 mm wird. Wir können weder in den Wald noch zur Anstalt gehen, also macht man es wie in England so üblich und laufen wir nach dem Aufstehen erstmal in Kneipen. Master Gordon, have you heard what happened? Und was erfahren wir da? Poor boy. Das Opfer war der Vic. Oops! And I was so mean to him. Just you wait till I catch you. I'll beat you within an inch of your life. Das ist zwar gute Nachricht für alle Fensterbesitzer im Dorf, aber ansonsten ist das nicht so geil. Vom Totengräber erfahren wir den genauen Ort, an dem sie einen Vic gefunden haben. Right around that bloody altar. Stonehenge. Stonering? Stone Ring, Entschuldigung, nicht, dass es Copyright-Probleme gibt. Wir wollen ja keine wütenden Druiden, gell? Natürlich spazieren wir gleich dahin. Mr. Gordon, strange that we should meet again at a place where a tragedy has occurred. Don't you think? No, I don't. This is police work, Mr. Gordon. Nur ein Mankolier zum Treffer, der uns erst einen Haufen Zeug erzählt, von dem ich mir echt nicht sicher bin, ob ein Ermittler das am Zivilisten jemals verraten hat. Oh well, since you've come this far, I suppose I should tell you what I know. The boy probably wandered too far from the village last night. When the wolves attacked him, he was trying to escape. Unfortunately, the furious beasts got to the unlucky lad. You know the rest already.
Don't you find it odd that the bloodstains are only on that big stone in the middle? I'd say the boy was trying to run to a higher place, but it was no help. Gordon, I don't want you to speak about this with anyone else, you understand? Okay, das beantwortet die Frage. Would you mind if I had a look around here? Very well then. Do whatever you want here. I have no reason to ask you to leave. Ich wage damit zu behaupten, dass der Typ kein Columbo mehr wird. Wir dürfen uns außerdem umschauen und Zeit angrapschen, es war das hier nicht der frischeste Tatort der Welt, also macht man genau das. Blood on the stone hasn't even dried yet. Natürlich ist euch das Symbol da auf dem Hinkelstor auch aufgefallen. Da unsere Kamera am Sack ist, malen wir es einfach einmal ab. Außerdem findet man nur ein nicht näher definierbares Stück als Stoff irgendwo dahin zwischen den Brennnesseln. A small piece of cloth is sticking from under the leaves. The detective probably doesn't know about it. Blöderweise dreht sich der Kommissar aber nicht um. Oh oh oh. I can't pick it up now. Collier would see I've found something. I've got to distract him somehow. Aber bevor wir uns da drum machen, möchte ich noch mal kurz veranschaulichen, warum ich das letzte Mal gesagt habe, dass der Auftor besser als Huhn und Mantelständer aufkommen war. There is a symbol of some sort over there on that big stone to the left. Yes, I've seen it. I have seen a similar symbol before. The first one on the old tower of our castle. And I noticed another one on the fountain where Morris found Henry. That's rather strange indeed. But you can remain calm, Gordon. I know from experience that often even the strangest things sometimes have little meaning. To me, those are just old signs. Kennst du diese Zettel, wo auf einer Seite steht, wir beschäftigt man einen Depp? Die Antwort steht auf der Rückseite. Und auf der anderen Seite steht genau das Gleiche. Und der Depp dreht den Zettel dann nicht, bis er irgendwer wegnimmt. Und habt euch vielleicht auch mal gefragt, wen man mit sowas verarschen kann? Da. Er ist der Depp. Und deswegen kann man auch ablenken, indem wir ja mehr oder weniger einfach nur auf die Schulter tippen. Damit der arme Trottel mal ein Erfolgserlebnis hat und woanders hinschaut, schütten wir das restliche Blut, das wir vom Richard gekriegt haben, auf den Stor hinter diesem Arthur Conan Doyle. There is a stain here on the stone behind you. Was wir jetzt aus dem Gebüsch ziehen, ist ein Lungenharing-Kescher und zwar mit Gordon-Monogramm. The Gordon symbol is embroidered in the cotton. How could the handkerchief have gotten there? Das wirft kein gutes Licht auf unsere bucklige Verwandtschaft, also schleichen wir uns schleunigst. Der nächste sinnvolle Anlaufpunkt war vermutlich das Ashbury Sanatorium, aber das haben wir leider noch nicht auf der Karte. Also dürfen wir wieder mal umeinander ran, was wir als nächstes erledigen müssen. Wir können mit dem Bates reden und der sagt uns, dass wir nicht mit der Victoria reden sollen. Nützlich. Natürlich probiere ich es trotzdem gleich aus, aber der Sam will es nicht grundlos stören. Du, kein Thema, ich finde schon einen Grund. Der Grund ergibt sich dann, indem wir wieder mal sinnlos umeinander laufen und auf Zeig druckern. So findet man nämlich einen Brief im Postkasten und zwar vom James. Ihr erinnert euch, das Waisenkind, das der William eine Zeit im Stall hat wohnen lassen, bis durchtrat ist? Ja. Dear Father, hopefully it will be your hands that my letter reaches first. Nur dass das Waisenkind in dem Brief an William Papa nennt, das geht nicht ganz auf und schon haben wir einen Grund, Vicky zum Nerven. I'm concerned about Robert. I spoke with the sanatorium's head nurse a few minutes ago. She had no news of him whatsoever. I cannot wait in uncertainty any longer. We must do something. I would like you to go to Ashbury to find out what happened. Dem macht sie mittlerweile so viel Sorgen um Robert, dass uns nach Ashbury schickt. Will you do it for me, Samuel? Of course. I'll set off straight away. Victoria, I found a letter in which James writes to William. He addresses him as Dear Father. So who is James, in fact? Oh well, it does not matter anymore anyway. James is Williams' illegitimate son. Und verrät uns, dass der James tatsächlich gar kein Adoptivkind, sondern tatsächlich Williams Bastard war. Spielt aber gerade nicht wirklich eine Rolle, also drehen wir uns um und gehen wir dahin, wo Zimmerwände weich und fluffig sind. The Ashbury Sanatorium. I know this is an awkward hour, but can you let me in? We do not allow anyone in at this time. I'm sorry. Erst können wir natürlich wieder nicht rein und da man kein Geld durch Gegensprechanlage drucken kann, müssen wir es diesmal ein bisschen erwachsener lösen. Nein, natürlich nicht. Wir lassen mal vorhin, dass wir mit dem Besitzer verwandt sind. I've come because of Robert Gordon. He is the director here. I happen to know who's director here, Mr. Samuel Gordon.
Die gute Frau hier hat nicht nur einen saucoolen Akzent, ich glaube sagen schottisch, sondern leider auch null Ahnung, wo der Robert gerade ist. He left the sanatorium the day before yesterday, late at night, and has not turned up again since. Aber sie steckt uns, dass der James letzte Nacht Ausbrucher ist. James escaped the night before yesterday. I thought someone had told you. No, I didn't know. Er war scheinbar saunervös und wollte unbedingt wieder heim, aber der Robert hat sich vehement dagegen gestellt. So I went to the head doctor to ask him for a temporary leave permit for James. He didn't agree though, and defended his opinion quite firmly. Wir können James also so oder so nicht besuchen, aber eventuell können wir in sein Zimmer miteinander schafteln. Logischerweise lasst uns Schwester nicht einfach rein, also schauen wir uns nach einem anderen Weg um. I've got to find another way inside. Und somit wird's Zeit, dass wir unsere Nasen wieder in 100.000 Sachen tauchen, die uns einen Scheißdreck angehen. Der Zimmerbrunnen da erinnert mich übrigens ein bisschen an die verlassene Mine. Wisst ihr noch, wie ich versucht habe, ein Tempo in Wasser zum Tauchen, obwohl ich noch kein Rätsel gehabt habe, für das ich das machen hätte müssen und deswegen hat mich das Spiel nicht lassen? Hier drin geht jedenfalls nichts weiter, also laufen wir ein bisschen im Ring umeinander. Terrible weather. Ein Bildschirm weiter ist sie das Sam erst einmal schaut, dass er in einem Mülleimer umeinander greift. A few beer bottles, old containers and rusty cans. Just rubbish. Ja, genau. Als Fahrer dein Sternzeichen nicht Waschbär, du Kasperl. Und wenn man nochmal draufdruckt, dann zirkt da ein Spritzen raus. A syringe. Looks quite clean. Ich sag's euch, das Spiel macht mich wahnsinnig. Aber ja, jetzt haben wir wenigstens Hepatitis A bis Z im Inventar, was möchtest du mehr? Wenn man das Fenster jetzt anklickt, kriegt man eine nähere Ansicht und hier könnte man theoretisch noch irgendwas mit dem Ziegelstab machen, der das mittlere Stangerl festhält. The middle rod seems to be loose. It won't move. I have to loosen the brick that's holding it. Blöderweise haben wir dafür aber nicht das passende Werkzeug, also kommt er für den Moment noch unbeschadet davon. Die Tür da führt zu einem Boilerraum, in dem ein lästiger Teufel sitzt, mit dem wir reden können. Who the hell is that? My Uncle Robert runs this institution. Can you let me in? I don't belong to the doctor bunch, and I don't have to obey old Gordon. So kriegen wir raus, dass er einen Robert ewig nicht gesehen hat und mit denen die Doktoren sowieso überhaupt nichts zum Tor hat. I last saw him about a month or so ago. Das ist alles nicht so wirklich relevant, aber zwei wichtige Hinweise kann man hier raushören. Zum einen einmal kann er nicht kühler machen, weil am Boiler mittlerweile ein automatischer Regler installiert worden ist, der die Umgebungstemperatur misst und dann die Hitze entsprechend einstellt. It takes care of maintaining the right temperature by itself. If it could also do the shoveling for me, I'd have one less thing to worry about. So why don't you just leave the door open? I don't want the nurse checking up on me. Zum anderen erfahren wir, dass er die Schwester vom Empfang ja nicht mit einem Bier in der Hand erwischen darf. I see you have a decent supply of beer. What if the head nurse saw those bottles? As long as she doesn't catch me with one in my hands, she has nothing to complain about. Blöderweise wird es ihm bei der Arbeit ab und zu sauber zu heiß und da ihm anscheinend kein Mensch in seinem Leben jemals erzählt hat, dass ein Wasser existiert, haut er sich dann ein Bier rein zum Abkühlen. Der wirkt nicht unbedingt wie jemand, dem man erklären kann, dass Alkohol einen Körper dehydriert und dass es eine ganz dumme Idee ist zum Saufen, wenn man schon so schwitzt, also probieren wir es gar nicht erst. Der Raum hier ist allerdings mit dem Gebäude verbunden und damit ein potenzieller Eingang für uns, zumindest wenn wir an dem Typen hier vorbeikommen. Was nicht so schwierig sein soll bei jemandem, der für eine Arbeit, bei der er permanent schwitzt und auch noch Kohle schaufeln darf, ein weiß Hämmer dort zeigt. Drin am Empfang lasst man die Schwester. Drin am Empfang lasst die Schwester Bratschlung, dass bei uns daheim anruft. I'd like to make a call to the manor to check if anything has changed regarding Robert. Damit ist er Zeit lang weg vom Tresen und wir rennen zum Medikamentenschrankerl wie ein Konservativer zur Kommentarspalten und einem Beitrag zur 4-Tage-Woche. Ohne einen Schlüssel können wir allerdings nicht rein und das einzige, was man hier sonst nur benutzen kann, ist die Vasen da. Ich hätte ja wahnsinnig gern die Schrankscheiben damit eingeschlagen, aber das geht leider nicht. Stattdessen hilft uns wieder mal nur unser Geld weiter. Die Vasen hat nämlich einen Schlitz am Boden und mit den Münzen aus unserem Geldbeutel kriegen wir das drum in 0, nix auf. A little key was hidden there. Im Schrankerl findet man dann einen Haufen Zeug, aber seltsamerweise kann man nur eins mitnehmen. A strong sedative will put a person to sleep for a whole day. Sobald wir das in der Reißen haben, wird vermutlich so mancher von euch draufkommen, was als nächstes zum Tor ist. Entweder weil ihr harte Pragmatiker seid und halt einfach das Rätsel gelöst habt, oder weil ihr wie ich 2 Teufeln auf der Schulter sitzen habt, die beide Angst vor euch haben und lieber gar nichts mehr sagen. I see you have a decent supply of beer. I spilt a little, but the syringe is full of sedative now. I'll go with full dose, so it kicks in fast.
Der kriegt jetzt also beim nächsten Griff in seinen Kasten kein normales Bier, sondern eins mit Spritz. Meine Mama sagt, ich bin lustig, lasst's mal Ruhe. Damit er aber überhaupt nur ins Schwitzen kommt, müssen wir erst einmal sein Thermostat sabotieren, von dem er uns vorher erzählt hat. Der regelt ja alles sehr automatisch, so wie unser Markt angeblich. Wenn wir dem also jetzt vorgaukeln, dass es kalt ist, macht er wärmer. Soweit, so logisch. Aber was meint's, wie man das hinkriegt? Wir brauchen dafür erst einmal einen Hammer, der aus irgendwelchen Gründen auf dem Wellblechdach da liegt und echt nicht leicht zum Singen ist. Mit dem prügeln wir dann auf den Stor von vorher ein. Beim ersten Schlag hört uns allerdings der Boilerbäder schon, kommt raus und kackt uns an. What the heck are you doing, man? Get away from that window! Und jetzt müssen wir so draufhämmern, dass er es nicht checkt. Und ja, die Idee ist definitiv gut, aber über die Umsetzung, finde ich, kann man sich streiten. Sobald wir hören, dass er anfängt Kohlen zum Schaufeln, darf man auf den Stor hauen, bis er weggebräselt. Entscheidet selber, ob euch das vom Spiel klar nur kommuniziert worden ist als Möglichkeit. Ich finde es zweifelhaft. Sobald das drum weg ist, stellt sich die Frage, wie wir dem Thermostat erzählen können, dass es kalt ist. Genau, wir waterboarden das drum ohne Gnade. Übrigens eine hervorragende Idee vom Samuel, den Lappen mit dem Familiennamen drauf dafür herzunehmen und ihn dann einfach hängen zu lassen. Alter, der Typ muss die Druckbetankung seines Lebens durchzogen haben. Das waren gerade mal 3 Sekunden. Jetzt können wir uns endlich in den Boilerraum umschauen. Seht ihr an der Pinnwand hier zufällig die 2 Sachen, die wir mitnehmen müssen? Ich lasse euch mal ein paar Sekunden. Genau, die 2 unauffälligsten Sachen auf dem ganzen Bildschirm. I wonder what door it opens. Die fettdruckte Nummer da oben, die merken wir uns reflexmäßig. Die steht sicher nicht umsonst da. Ja, was sage ich denn? Nothing. Bevor hier was geht, müssen wir allerdings nur einen Schlüssel benutzen, nur um dann wieder bloß einen knappen Meter weiter zum kommen. That was close. He almost noticed me. I have to lure him out of that hole somehow. There is no other way to reach James's cell. Der und seinen Schlafanzug kriegen wir nur los, wenn wir uns einen Dienstplan von der Thekentroller geben lassen und einen ausrufen. Can you possibly lend me the main duty schedule of all the employees? Dr. Smith, please come to the lobby. Also eigentlich soll jetzt schon echt checken, dass wir das sind. Wir haben ja literarisch vor einer Minute erst mit ihrer geredet und uns den Dienstplan ausgeliehen. Hey, die Leute in dem Spiel und Hirnschmalz sind doch alle wie Öl und Wasser. Also zum einen passen sie einfach nicht zusammen und zum anderen haben sie alles wichtige Zutaten beim Kochen. Und diesmal kommen wir ganze 5 Schritte weit, bevor uns der nächste Bauernfünfer eine Nebenquest durchs Streufenster eindruckt. Who is there? I am Samuel. I am Ralph. I need to know something. Will you help me? I will help you when I'm not sad, okay? And why are you sad? Because of Bubby. Mr. Bubby is very kind. He is my friend. But now he's gone, and I don't know where. Der Typ hinter Gittern hat anscheinend sein Lieblingsgartenzwerg verschmissen oder irgendwas in der Richtung. If I find him for you, will you help me? Yes, yes. It's probably a toy. Where could he have lost it? Ich schaue jetzt erst einmal nach, ob man den Schrecker können, indem er das Licht ausmacht, aber leider nicht. Oh, übrigens auch wieder ganz herrlich. Just garbage. Trash. Just garbage. I can't see anything but garbage in it. Und schon taucht der eine, als hätte er vergessen, dass er Arm hat. The head of a doll. Wir brauchen allerdings auch noch einen Körper, auf dem wir den Puppenkopf draufschrauben können. Und weil der Mülleimer vor gerade eben so viel Spaß gemacht hat, machen uns das gleiche gleich nochmal mit einem Haufen Kohlen. Black coal. Nothing else. Black coal. Nothing else. Black coal. Nothing else. Wenn wir das drum genauer anschauen, kriegen wir nur einen Faden außer und der zusammen mit der Stecknadel von vorher ergibt das Werkzeug, mit dem man Mr. Bubby zusammennähen können.
Ralph's Bubby is complete now. So blöd, dass man den ganzen Bums nicht als Voodoo-Puppen hernehmen kann, weil Namen hätte ich schon ein paar. Den der feinen Schmuselappen gehen wir jetzt bei seinem Besitzer ab und kriegen den wahnsinnig wertvollen Tipp, dass der Dr. Smith alle Schlüsseln hat. Here he is. Ralph, do you know someone called James? I need to know which room he lives in. He lives next to me, but James isn't home now. I know. Have you noticed where they put the key to his door? Dr. Smith, who guards us, has got all the keys. Ich mein, der sitzt da und schirbt Nachtschicht im Zelltrakt. Haben wir jetzt wirklich erst einen Patienten fragen und den Dreckbeitel da zusammennehmen müssen, um da drauf zu kommen, dass der die Schlüssel haben kann? Um den Schlüssel zum kriegen, ziehen wir alle Register aus unserer Drecksau-Schubladen. Hey, what is going on over there? He fell. He fell. Did you see it, Mr. Bobby? I hope I haven't hurt him. Buh, das war ein elektrischer Schlag vom Haushaltsstrom, vermutlich eine Gehirnerschütterung, Schrägstrich Platzwunden oder sogar Schädelbasisbruch und Bewusstlosigkeit. I think he's going to be all right. Aber hey, Hauptsache wir haben unseren Schlüssel, oder? Sorry, das war zu verlockend. The keys to all the cells. Und eigentlich kann das Spiel hier auch aufhören, weil meiner Meinung nach ist der Sam genau da, wo er hingehört. An awful place. A normal person would not survive a single month in here. Das ist das zweitkreislichste Zimmer, das ich jemals gesehen habe. Null Feng Shui, nur Feng Pfui. No. Wir stehen also mitten in Nurgles WG-Zimmer und schauen mal, was so zum Schauen gibt. Unter anderem ein paar seltsame Zeichnungen und Beutel von James. Images of terrified faces drawn with charcoal. Und unter einem davon, ganz im Stil von Die Verurteilten, na, der Witz wird mir nicht spät. Auch wenn's dir wahrscheinlich einen Handstand machen müsstest, aber da geht's ums Prinzip. Ralph, can you hear me? You said you are scared of the head doctor. Yes, very. He often shouts at us, and he's very strict. He sometimes goes around to our rooms, and then something happens to somebody. Once at night, he also came to me, gave me some medicine, and after that, I was very sick. He said he would give me more if I told anyone. Der Robert hat den Patienten hier also nachts Besuche abgestattet und eine Medizin verabreicht, von der es einer richtig dreckig gegangen ist. Mit dem James hat er sich außerdem ein paar Mal ziemlich übel gefetzt, weil der ja wieder heim zum William wollte. Tell me about James. He was afraid of the head doctor. He came once to James in the middle of the night, and they were talking for a long time. Something about William, somebody, and a castle. Dass mit dem Robert irgendwas nicht ganz stimmen kann, das war ja für uns schon ziemlich offensichtlich. Bloß unser Superbrain hier hat 2 und 2 nicht zusammen sein können und muss unbedingt frontal ins Gesicht erklärt kriegen, dass er es checkt. In der durchgesagten Matratzen, da findet man einen Zettel, der am James scheinbar als Tagebuchersatz dient hat. February 27th. I must see William somehow before I get absorbed into this place completely. Oh mein Gott! Also wer immer das eingesprochen hat, war doch Synchronsprecher beim ersten Resident Evil, oder? Stop it! Don't open that door! Don't scare me.
That's what I was going to say. But just take a look at this. This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! William must learn of the evil things Robert is doing to us here. James wollte William jedenfalls erzählen, was der Robert mit einer hier so anstellt, aber seine Nachricht hat an William anscheinend niemals erreicht. Why hasn't William done anything yet? I wonder if he received my letter. Hier drin können wir jetzt nur noch mit diesem Gemälde interagieren. Und wenn wir das machen, stellen wir fest, dass der Herr Doktor unser Kabelau, wie der Fisch, Kabeljau? Na? Okay. Überlebt hat. Yay. All right. Got you. The doctor has likely come too. I've got to get out of here before he brings someone. Er spart uns folgerichtigerweise ein und wir haben jetzt nur noch die Option mit dem Ralph zum Reden. Ralph, when James was planning to escape, did he speak to you about it? Yes, Samuel. Did he mention how he would do it? Der uns steckt, dass der James durch einen Tunnel unter sein Bett geflüchtet ist. Wie bitte? Yes, a hole. Und das ist kaum aufgefallen bei den Nachforschungen nach seiner Flucht. Das war's. Alle in der Welt sind Vollidioten und nix kann mich mehr vom Gegenteil überzeugen. Wir vollbringen die unaufgeregteste Flucht überhaupt und tropft beim Handumgehen daheim auf den Wohnzimmerteppich. Alles, was wir hier da können, ist an Bates zu fragen, wo der Leuchtturm von James Gemälde sein soll. Hättet ihr das als Leuchtturm erkannt? Weil ich sicher nicht. Can you tell me where the old lighthouse is on our lands? I do not recall having heard about it. But certainly you do, sir. The decaying ruins are along the Sharp-Edge Cliffs. Und dann haxelt man da hin. This place looks exactly like that picture of James's. Someone started a fire inside. If it's really James in there, I should be ready for just about anything. Noch ein bisschen umschauen, sagt uns der Sam, dass er sich erst umschauen will, bevor er reingeht. First, I'll have a look around. Alles klar. Maybe I should have a look around the lighthouse before I go find out who's inside. Also macht man das. Und werden lebendig begraben. Gleich mal vorweg, ich hab gemeint, das war eine automatische Zwischensequenz, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen hab. Wie bei der Halsabschneiderei, dem KB oder dem Wolf. Den Mauszeiger habe ich tatsächlich einfach nicht registriert in dem Moment. Beim zweiten Anlauf habe ich es dann allerdings checkt. Man hat ziemlich genau 10 Sekunden oder so, bevor man ein paar Scheiferl vorher Fickte doch ins Mic gestopft kriegt und das einzig Sinnvolle ist, mit unserem Taschenmesser die Fesseln durchzuschneiden. He appears to be digging me a grave. I need to stop this somehow. Und dann ist sinnvoll aber auch schon wieder ausverkauft. Man muss nämlich jetzt irgendwie drauf kommen, dass die Spieluhr das richtige Item ist. Genau wie vorher in der Klopsen habe ich das einfach nur durch Rumprobieren rausgefunden. Es gibt meines Wissens absolut keinen Anhaltspunkt im kompletten Spiel dafür, dass der James das drum kennt. Aber bevor ich mir weiter darüber aufreg, bitte genießt mal kurz den Übergang zwischen den Szenen. That melody. Meisterhaft. Okay, jetzt möchte ich mir aber noch schnell fertig aufregen. Meinst du, die Sauköpfchen vielleicht ein Gesatzel in James Tagebücher schreiben können, dass er sich zum Einschlafen hier immer das Liedl von Williams alter Spieluhr vorsingt oder so? Oder ein Beutel von der Spieluhr über das Loch in der Wand hängen können? Irgendwas, damit man als Spieler draufkommen kann, dass James eine emotionale Bindung zu der Uhr hat? Aber na, es läuft mal wieder da drauf raus, dass wir Scheiße und Wand schmeißen und einfach schauen, was kleben bleibt. Wenn man das dann nicht irgendwie geschafft hat, kann man einem James jedenfalls erklären, dass der William deswegen nicht bei ihm vorbeigeschaut hat, weil er einen akuten Anfall von Tod erlitten hat. You have to trust me, James. William died a few days ago. Nicht die schlechteste Ausrede für einen verkackten Termin. Gefreut jetzt an James auch nicht unbedingt, aber trotzdem verrät er uns alles, was er weiß. Und das ist das erste nützliche Gespräch seit längerem. Maybe you really are my only friend. All right. I'll tell you everything you want. James, I know you used to live at the castle. Why did William leave you in Ashbury? It wasn't William. It was Robert who let me grow old in that horrible place.
He convinced William that I was getting worse and that he had to treat me for another month or two. Der Robert hat also an William überzeugt, dass der James in diesem überdimensionierten Dixie da besser aufkommen war und dass seine Geisteskrankheit da behandelt werden kann. Überraschung, das war gelungen. He injected all kinds of stuff into us. Some of us died. Everyone in those cells is a guinea pig to him. Stattdessen hat der Robert seine Patienten mit Zeug voll gespritzt. Phrasing? Okay, hat einer der Robert Graffi injiziert, um Experimente durchzuführen und ein paar haben dabei sogar verreckt. Der James hat gesagt, dass er heim will und dafür gleich mal extra Dosis kriegt. Danach hat er so gar keinen Bock mehr gehabt auf diese Junggesellenbude im Guantanamo-Stil und ist abgehauen. I didn't want another dose of that stuff, so I ran away. Fürderhin erkennt er sogar den Schlüssel, den wir ihm ins Gesicht halten und meint, er hat selber mal so einen von William gekriegt und ihn versteckt. I hid it in a safe place, right in front of everybody's noses. Und wo hat er ihn versteckt? The old sewers. You can get there through one of the trains. In der Kanalisation unter der Burg. Ja, schöner Dank, du Gratler. Jetzt können wir wegen dir durch Realfeuer Scheißdreck riechen wie durch so eine Arschorgel. I'll hide again. Zurück in der Burg schauen wir natürlich gleich in den Keller und finden ein Abflussgitter. An unpleasant smell is coming out of it. Was uns nicht weiterbringt. A sewer. I can't see anything there. Überm Brunnen finden wir ein Seil mit einem Haken dran. Das nehmen wir natürlich beides mit und machen draus... I'll tie the hook to the rope. Ein Seil mit einem Haken dran. Und wer sich jetzt so denkt, hey, damit kann man sicher so flaschenzugmäßiges Gitter hochheben, der denkt richtig. Bloß das Spiel nicht, also wird's nix. Und dafür habe ich dann nicht wieder einen Tipp, aus der eine Komplettlösung braucht. Es ist der absolute Irrsinn. Man muss drauf kommen, dass man eine Münzen durch jedes Gitter wirft, um zum sehen, ob ein Wasser drunter fließt, weil der Sam sonst drin der Saufer kann, wenn er reinsteigt. There's water at the bottom. I heard a splash. I won't be able to enter the underground through here. Hey, ich da kreis gleich nimmer. Selbst wenn ich der Ruffy war, kann der nicht so weit aushören, wie es die Bockfotzen für die Rätseldesigner verlangt. Hätte man da nicht vielleicht auch einfach einen Kommentar vom Sam bringen können? Irgendein Hinweis, dass das nötig ist? Nothing. No water. James did not lie. The secret underground exits. The air is barely breathable. So, und jetzt stehen wir endlich in der Geheimkanalisation und da haben wir ein Hauptproblem. Die Maschine da tut nicht, was soll. This mechanism probably controls the pumps in the cellar. It appears to be stuck. Ein Meter weit weg liegt der Zahnradl und das passt schon mal rein. Dann hört's aber auch schon wieder auf. Alles hier unten ist verrost oder zugesperrt oder schimmlig oder kaputt oder sonst was. Perhaps something is missing here. The bars are chained and padlocked. The steps can't be used. It's rusty from the dampness. One of the rods is loose. Was insofern nicht schlecht ist, als dass uns Väterchen Rost einen von den Steckern aus dem Gebilde da einbringt. In diesem absolut kreisligen Dixie-Gulasch da unten schwimmt nochmal ein Zahnradl, aber an das kämen wir nicht ohne. Weil es Spiel uns nicht erlaubt, das Ding mit unserem Haken am Seil rauszufischen. Vermutlich war das logisch. This won't do. The rope is bending too much. Da habe ich dann vorerst einfach mal aufgegeben. Stattdessen habe ich mich um das blockierte Radl da gekümmert und unsere restliche Säure draufgeschüttet. Und vermutlich auch gleich noch auf unsere Zähne. Richard's acid has dissolved the padlock as if it were made of paper. Aber natürlich dreht sich das Ding auch nicht. The wheel is locked. Wisst ihr, was jetzt bald dreht? Und zwar durch. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, dieser Stop and Go von diesem Spiel macht mich narrisch. Ich will nicht dauernd bloß Bräsel, ich will einmal ein komplettes Baguette. Das Spiel ist wie so ein Experiment aus den 60er Jahren zum Thema Aggressionsforschung, weißt? Gruppen A kriegt Monkey Island zum Spielen und die Leute helfen dann auch alte Frauen über die Straße. Und Gruppen B kriegt der Black Mirror, fährt dann so ein Auto durch die Stadt und stellt sich mit dem Karren über 8 behinderte Parkplätze auf einmal, damit zum 5 vor Ladenschluss nur einen Wocheneinkauf machen können. Für die Öffnung da in der Wind braucht man unsere Stahlstange, aber die ist aktuell zu dick für das Loch. Ich will jetzt nix hören. Ich hab 10 Minuten lang überlegt, wie ich sagen kann, ohne dass ich's anhört wie vor einem 14-jährigen Mickey Krause-Fan geschrieben und mir ist nix eingefallen. Also meinetwegen lacht's, aber dann schaut's euch wenigstens. Die Stange ist an sich schon die richtige Idee, nur muss einem dann halt einfallen, dass wir vor ein paar Tagen mal gesehen haben, wie der Bates an der Apparatur da als Besteck geschliffen hat. I'll try to sharpen the rod a bit. This should do better. Jetzt fungiert das Ganze drum als Hebel und den druckt man. I'll use the rod as a lever. Und damit geht der Deckel da auf und das scheißverdammte Radl lässt sich endlich drehen.
Okay, wow. Da hat sich das Animationsteam aber so richtig die Eier geschaukelt, ha? The water has risen to the brim of the drain channel. So, wie kriegen wir jetzt das Zahnrad aus der graugräner Gourmet grützen? Richtig, wir angeln. It works. The mechanism is running. The way is free. Und somit finden wir endlich die blöde Bixen, die der James hier versenkt hat, und in derer ist der dritte Schlüssel. Another key. James didn't lie. Um hier rauszukommen, muss man sich einfach nur das Symbol anschauen und ein bisschen Kopfweh kriegen. Some strange symbols in a circle. Ah! My head. I'd better take my medication. I'm sick from this bad air. I'll rest a couple of hours and return later. Aber bevor es mir Kopfweh kriegt, hau ich hier vorerst wieder die Bremsen rein. Was denkt's, wie macht's ihr der Sam? Schiebt jetzt recht so viel Hass auf den Lormsierer oder soll er dir ein bisschen gnädiger sein? Regt euch das Spiel genauso auf oder darf ihr es gerne mal selber spielen? Beim nächsten Mal nehmen wir uns jedenfalls die letzten 2 Kapitel vor und das heißt, es habt ungefähr 1 oder 2 Wochen, um das Video hier zu liken, mir einen Kommentar dort zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Ich sag jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.